Hallo, heute wollen wir uns dem Thema im Angesicht Gottes widmen. In 2. Mose 33, Vers 20 spricht Gott zu Mose: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Weshalb sagt Gott das zu Mose? Ist es, weil er einfach nicht möchte, dass wir ihn sehen können? Oder ist es vielleicht, weil wir Gottes Herrlichkeit gar nicht ertragen könnten? In Offenbarung 22, 3-4 heißt es: Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Hier ganz am Ende der Bibel erfahren wir also, dass eine Zeit kommen wird, in der wir Gottes Angesicht wieder sehen können. Doch ganz vorne in der Bibel im 2. Buch Mose haben wir gelesen, dass Mose Gottes Angesicht nicht sehen konnte. Was also hat dazu geführt, dass der Mensch Gottes Angesicht nicht mehr sehen konnte? Und was führt uns an den Punkt zurück, wo das wieder möglich sein kann? Liegt das Problem bei Gott oder bei uns? Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel, denn die Bibel berichtet uns von Menschen, die Gottes Angesicht sahen und was darauf mit ihnen geschah. Was geschah zum Beispiel mit Daniel, als er eine Vision hatte? Wir lesen in Daniel 10, Vers 8. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir, und mein Aussehen wurde sehr schlecht, und ich behielt keine Kraft. Daniels Aussehen wurde sehr schlecht, und er wurde kraftlos. Das Problem lag also bei ihm. Was kann uns Jesaja von seiner Begegnung mit dem Herrn berichten? Jesaja 6, Vers 1 und 5. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Jesaja sah Gott im Tempel auf seinem Thron, und seine erste Reaktion darauf ist die, dass er erkennt, dass er ein Sünder ist und unter einem Volk von Sündern lebt. Wenn wir also Gott nicht sehen können, dann liegt das nicht an Gott, sondern an uns. Wir haben etwas an uns, das uns daran hindert, dass wir Gott sehen können. Deswegen sagt Jesaja in Kapitel 59, 1-2: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Wir haben etwas in unserem Leben, das uns daran hindert, Gottes Angesicht zu sehen. Gott möchte uns in seine Arme schließen, aber wir können seine Gegenwart nicht ertragen, denn die Sünde in uns verbirgt sein Angesicht vor uns. Wissen wir, wer Gott ist? Du kannst ein Christ sein und meinen Gott zu kennen, doch man kann religiös sein und dennoch nicht wissen, wer Gott ist. In Apostelgeschichte 17, Vers 22-23 spricht Paulus zu den weisen Männern in Athen, dass sie viele Gottheiten verehren. Doch er möchte ihnen den Gott zeigen, den sie nicht kennen, der unbekannte Gott. Viele tragen eine äußere Religiosität und wissen dennoch nichts über ihn. Wissen wir daher wirklich, wer Gott ist? Für jemand mag Buddha ein Gott sein, für einen anderen Hare Krishna. Manche verehren irgendwelche Filmstars und Sänger und andere wiederum verehren Bilder und Statuen von Menschen und Tieren als ihre Götter. Dazu kommt, dass man heutzutage schon so weit geht, dass man sagt, dass alle Religionen den gleichen Gott anbeten. Jeder auf seine Art und Weise, doch letztendlich sei es derselbe Gott. Wer also ist Gott? Ist Gott irgendeine Statue oder ein Bild, das wir zu Hause aufstellen können, an die Wand hängen? Oder ist Gott wirklich der, von dem die Bibel spricht, der Gott der Ewigkeit?
Gott hat keinen Anfang, er war schon immer da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. In 1. Mose 1, Vers 1 lesen wir, dass Gott im Anfang Himmel und Erde schuf. Das Wort, welches hier für Gott steht, ist das hebräische Elohim, die Mehrzahl von Eloah. Doch sagt die Bibel nicht, dass nur Gott allein der Herr ist? Wie ist also dieser Text hier in 5. Mose 6, Vers 4 zu verstehen? Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Nun, das Wort, welches hier für allein steht, ist das hebräische Echad und meint Einheit und nicht die Zahl 1. Im gleichen Sinne wie in 1. Mose 2, Vers 24 Mann und Frau ein Fleisch sein werden. Wie können zwei zu einem Fleisch werden? Das Wort 1 bedeutet Einheit und keine Zahl. Ein weiteres Beispiel finden wir beim Turmbau zu Babel. 1. Mose 11, Vers 6 Und der Herr sprach, siehe, ein Volk sind sie, Echad, und eine Sprache haben sie alle, Echad. Wie können hier viele eins darstellen? Ganz einfach, weil es eine Einheit ist. Sie sind sich einig in ihrem Vorhaben. In der Bibel gibt es einen Unterschied zwischen Einheit und Eins, Echad und Yachid. Wenn die Bibel über Gott spricht, dann ist es Echad, eine Einheit, und nicht nur eins wie die Zahl 1. In der Bibel wird Gott also als eine Einheit definiert. Und deshalb ist das Wort Gott wie ein Familienname. So wie man von einer Familie spricht, es aber mehrere Personen sind, eine Einheit. Und damit mehrere Personen als eine Familie bezeichnet werden können, braucht es mindestens 3 Personen. Deswegen, wenn man sagt Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, dann spricht man von dieser Einheit. Wie kann es also sein, dass mehrere Personen eine Einheit sein können? Wie kann es sein, dass Mann und Frau ein Fleisch sind? Und wie konnten die Jünger, obwohl sie 11 waren, dennoch in Einheit leben? Nur durch die Liebe. Die Antwort ist Liebe. In 1. Johannes 4, 7-8 heißt es, dass Gott Liebe ist. Das Wort, welches hier für Liebe steht, ist das griechische Agape. Gottes Liebe zu uns ist nicht davon abhängig, was wir für ihn getan hätten, sondern er hat uns zuerst geliebt. Wenn die Bibel also davon spricht, dass Gott Liebe ist, dann ist es die Agape-Liebe. Die Bibel sagt nicht, dass Gott Macht ist, aber dass er Macht hat. Die Bibel sagt auch nicht, dass Gott Gerechtigkeit ist, aber dass er gerecht ist. Sie sagt auch nicht, dass Gott die Barmherzigkeit ist, aber dass sein Charakter barmherzig ist. Wenn die Bibel aber davon spricht, dass Gott Liebe ist, dann ist das auch genau so gemeint. Gott ist Liebe. Seine Natur ist Liebe. Nicht wie wir, denn wir sind in unserem Verhalten wechselhaft. In 1. Korinther 13, Vers 5 lesen wir, dass Gottes Liebe nicht das ihre sucht. Im ganzen Kapitel 13 kannst du dort, wo es von der Liebe spricht, Gott einfügen. Denn Gott ist Liebe und deswegen spricht es hier auch über Gott. Gott sucht nicht das Seine. Doch wonach hat er gesucht? Schon vor dem, dass er diese Welt geschaffen hatte. Noch bevor etwas geschaffen war, ist Gott Liebe. Er musste nicht zuerst Engel oder Menschen schaffen, damit er jemanden lieben konnte. Es ist nicht die Schöpfung, die ihn dazu befähigte zu lieben, sondern seine Liebe war es, die ihn dazu bewog, Schöpfer zu sein. Bevor Gott Adam und Eva machte, schuf er zuerst ein Zuhause für sie. Er bereitete zuerst alles für sie vor und setzte sie dann als Krönung der Schöpfung in den Garten. Alles von dem, was Gott geschaffen hatte, sagte er, dass es gut war, sogar sehr gut. Gott hat Adam nicht am 1. Tag geschaffen, erst am 6. Tag, nachdem alles andere bereits geschaffen war. Wo Gott Adam schuf, blies er ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Das erste, was Adam sah, als er zu einem lebendigen Wesen wurde und seine Augen zum ersten Mal öffnete, war das Angesicht Gottes. Er war in perfekter Harmonie mit Gott, denn nur so konnte er die Gegenwart Gottes aushalten. Bevor die Sünde in diese Welt kam, sah Adam seinen Schöpfer von Angesicht zu Angesicht. Wenn also am Ende die Sünde für immer ausgelöscht sein wird,
werden wir Gott wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können. Und es ist Gottes Wunsch, dass wir ihn wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können. 2. Chronik 30, Vers 9. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig, und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr zu ihm umkehrt. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.